Herzlich willkommen zurück, Freunde, zur Arena des Olymps bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ja, bei der Aqua-Route, und wir haben in der letzten Folge am Schluss noch irgendwie erfahren, dass Terra nicht nur der Sieger der letzten Spiele hier war, sondern auch irgendwie eine Auseinandersetzung mit Hades hatte, der wiederum irgendwie Zack kontrolliert hat und so. Und ja, ich bin schon gespannt, ob wir noch auf Terra hier treffen werden. Ich schätze ja weniger. Oder auf Hades treffen werden, wäre möglich, aber vor allem wenn der Kampf gegen Zack im Finale ausgehen wird. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie ein großartiges Problem sein sollte. Vielleicht trotzdem erst mal gucken, was könnte man noch irgendwie upgraden, was stimmt noch nicht so, oder was stimmt erst recht. Mal gucken, zum Beispiel die Vitra, die beiden Dinger. Geht gar nicht, so eine Scheiße. Nee, das will das Spiel nicht, okay, oder noch nicht. Ja, mit Eisklinge kombiniert natürlich nicht, das sollte klar sein. Sonst im Feuer und Blitzraum und so passt eigentlich schon. Irgendwie hier noch für einen Drehschlager und festen Teil der Gegner, ja. Aber statt der Eisklingen kann man sich auch da mal überlegen, aber eigentlich... Ja, Aqua ist ja schon ein bisschen mehr auf Magic, gell? Also stimmt so weit, finde ich eigentlich schon. Die steigen ja auch ein bisschen, ne? Damit irgendwie auch springen mit genau Nachhöhe und so. Fehlt so noch irgendwie was, damit ich schweben kann. Das kommt natürlich dann später. Genau, das hatten wir auch schon mal. Multifunktionskommando, damit ein Donnerwetter. Theoretisch war es schön, verschieße Seifenblasen. Ja, nee, kann man sehen, wie Gefrierpunkt finde ich immer am besten. Leider trotz allem. Muri schon mache jetzt noch nichts. War bis jetzt noch nicht wirklich notwendig, würde ich jetzt mal sagen. So, sprachen wir noch ganz kurz. Und dann wagen wir es nochmal. I promised Terra I'd face him, fair and square. The friendship between boys. It almost makes me jealous. Let's fight. Friendship between boys. Ernsthaft? Das macht dich eifersüchtig? Ja gut, ein bisschen, aber trotzdem, warum? So, gegen Zack. Kennen wir aus Final Fantasy? Aber bei ähnlichen Moves auf Cloud. Würde irgendwie Sinn machen. Gut, ganz ehrlich, Zack ist jetzt nicht sehr beeindruckend. Oh, viel Schaden macht er. Lecco mio, ey. Dass sogar Antigrava bei ihm funktioniert, krass. Ui, das war knapp. Er hat aber auch viel eine große Leiste, ey.
eigentlich den Kampf darf ich gar nicht verlieren, von wenn wir ganz ehrlich sind. Gotcha. Oh, der ist aktiver. Sagte ich und fehlte schon fast. So. Oh, I lost. I've got a long ways to go if I'm gonna become a hero. Really? It's you? Here I thought I'd drop in to see which musclehead was up next, and holy hydras, it's just a little girl, a little lassie, a little bluebird. Hades! I'm sorry. Is that a mosquito? Where did I put that bug spray? Mosquito? So you're Hades. You use Zack and try to cast Terra into the darkness. So, I take it you're acquainted with the spineless chicken heart. Terra is my friend, and I hear he triumphed over the darkness. He's not spineless. Funny, you know, because I heard different. You see, it was Chickenheart who asked me for a little, shall we say, instruction on how to use darkness in the first place. Never! And he was so close to doing it, too, when the sap went and got cold feet. Now, if that ain't cowardly, I don't know what is. But you, my little bluebird, why not flit over here and demonstrate some real courage for the winning team? The darkness doesn't interest me. Well, that was rude. A no thank you, your godliness, might have sufficed. Fortunately, I still get to destroy you. Rules say you face me next. And I have a whole lot of darkness with your name on it. Get back here, Hades! Man, if only I were up against him. Aqua. You gotta avenge me and Terra. I will. Ja, Rächen ist ein hartes Wort, klingt fast so, als wäre Terra tot. Also insofern... Ne, ich weiß natürlich schon, worum es ihm geht, aber... Wir kriegen es auch so hin. Die Frage ist bloß, mit welchen Moves trete ich jetzt an? Wir haben Blitzra Stufe 3, können wir austauschen. Diese betäuben... Ich glaube, ich pack mal noch Euro drauf. Ob nochmal es kann. Kommandofusion würde mich wundern, wenn sie noch was großartig anderes geben. Nee, wie gesagt, würde mich wundern. Aktionskommandos geht sicher auch noch nichts Neues. Beziehungsweise müsste eigentlich sowieso bereits ausgerüstet sein, da ich genug Platz habe. Jo. Vom Level her, ja. 15 müsste glaube ich für Hades reichen, oder? Weiß natürlich nicht, weil ich noch nie gegen ihn gekämpft habe hier. Aber wir kennen ihn ja von Kingdom Hearts 1 und 2 und irgendwie seine Moves waren doch immer ein bisschen die gleichen. Also von dem her müssen wir einen Krieg kriegen, Freunde. Said one-on-one. No fair, Hades! I suppose that's in the rules. Rule number 2. Combatants may call for backup. Maybe you better call yours Bluebird. He's already here! Don't, Zack. I can do this on my own.
Bist du wahnsinnig, Aqua? Ich soll gegen Hades und den Eistitanen alleine catchen? Und tschüss. Dann catch mal schön, Aqua. Mir kannst du da außen vor lassen, ganz ehrlich. Wenn Eistitan nur annähernd die gleichen Moves drauf hat wie im ersten Teil, eine gute Nacht. Jo, hat er. Ja, nun, was soll ich machen? Du bist gleich tot, Aqua, wolltest du mal sagen. Ist die Alte wahnsinnig? All yours, Frosty. Frosty, ja, ja. That's it, you're done. Schade. Ich dachte, ihr könnt es vielleicht irgendwie gegenseitig ausspielen, aber geht nicht. Natürlich nur knapp 2 Leisten, ne? Insofern. Trotzdem, leg mich am Arsch. Der bringt natürlich nichts, das war klar. Wow! Weil ich andererseits schön Schaden mache. Wow. Oh ne, ist ein scheiß Hades-Modus gewesen. Gut zugeben, er verträgt ein bisschen mehr als der Eisitan. Der Eisitan war eigentlich ein bisschen schwach, muss man ehrlich zugeben. Uah! Nee, nee. Und dann scheiße gefällig selber. Du kannst ja schön hier oben abhauen. Ich glaub gar nicht, schade. Hä? Friert er gerade ein? Ist er gerade eingefroren? Also, ich bin nicht gerade ein bisschen übermütig, aber warum zum Henker sind sie so schwach? Alter, ich hatte bei Kingdom Hearts 1 so Problem mit Hades und vor allem mit dem Eistitanen. Nein, nicht der Scheiß. Tschüss. Ich hoffe, der Eistitanen bleibt wirklich da. Wenn der nochmal zurückkommt, wäre echt ein Problem. Also, das Problem ist, es dauert einfach lange. Sagen wir es mal so. Wie Feuer überhaupt schaden kann, frage ich mich gerade. Okay, andere aber geht nicht. Ja, ich sehe es, dass du am Feuer bist. Okay, eine Feuersbrunst einsetzen, bevor... Ja, toll.
Aber ja, Aqua hat recht, die braucht gar keine Hilfe. Das dauert zwar ein bisschen. Weg da, Aqua, weg da! Der Move ist fies. Vitra da auch noch ein bisschen, okay. So. Und tschüss, Hades! Ich glaub's auch nicht, wie schwach du plötzlich bist. Das war ja lächerlich. I knew that snow cone wouldn't cut it. I need a real Titan. Stay tuned! Stupid Hades. Next time I'll put him in his place. Oh yeah, you're the champ. We gotta celebrate. Huh? That won't really be necessary. Hey, how about one date? Oh, you mean, no. I have to leave right away. Besides, I still have so much training to do. Fair enough. And I'm still a work in progress after all. Huh? Well, how about this? I become a hero, then we go on a date. I can't make any promises. Yes! Great, it's settled. Herohood, here I come. Oh, it's over already? And I finished today's training in record time. Aqua, what's wrong? Your face is red. Nothing. You want to be a hero too, right? Strength alone won't make you into one. I know. Strength alone won't make me a true hero. I'm starting to figure that out. I look at you and Zack, and I can tell there's something more. You've got strength in your heart too. Never stop trying. And one day you might just become a true hero after all. Terra, you too. Keep fighting. Das Heldenemblem. Oh Mann. Ja, Ist nur so eine Frage, war Aqua und so, mein klar ist sie süß, gar kein Thema. Ob sie irgendwie auch, ja, sagen wir jetzt mal, Interesse an anderen Männern hat. Also Ventus glaube ich eher weniger, ist eher so Bruder-Schwester-Verhältnis. Bei Terra hat es ein bisschen irgendwie auch das Gefühl, vielleicht täusche ich mich ja auch. Und das könnte es ganz noch täuschen oder ändern. Der tiefe Weltraum, Freunde, das würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge direkt zu Beginn natürlich nach. Erst einmal jetzt zum Abschluss noch. Gucken, was wir noch alles irgendwie anders machen könnten. Heldenemblem macht mehr Stärke, aber weniger Magie. Da bringt mir natürlich nichts, das ist klar. Denn als Aqua braucht natürlich ein bisschen Magic. Das ist einfach so fertig. So, was haben wir sonst noch so? Wie gehabt, nicht viel. Wie gehabt kann ich Vitra nicht mit dem anderen Vitra kombinieren. Vermutlich erst in beide Stufe 3 ist. Mal gucken. Ja, aber kommt schon. Kommt gut. Nehmen Stufe 15 und wir haben doch Hades ziemlich alt aussehen lassen, aber seien wir ehrlich, Hades war auch ziemlich schwach.
Und der Eis-Titan auch, also da muss ich mir irgendwie denken, hallo? Müssen die echt so schwach sein? Irgendwie so, ja. Man hatten zwar die Moves aus Kingdom Hearts 1 und so, das war ja auch alles irgendwie cool, aber irgendwie... Gut, wie gesagt, ist jetzt hier auch kein richtiges Kingdom Hearts und kein Hauptteil. Ist eher so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt wird und vielleicht auch, wenn es irgendwie zu hart gewesen wäre, der Kampf, würde dementsprechend und die ganze Story und so weiter länger dauern. Weil das ist etwas, was mir in Kingdom Hearts Birth by Sleep sehr gut gefällt. Es wird sind länger gezogen, jede Welt ist relativ schnell vorbei, erzählt aber dort die Geschichte ziemlich gut. Und vor allem, wenn man, was man bedenken muss, wir spielen ja schlussendlich alle 3 Geschichten, beziehungsweise Geschichten aus allen 3 Perspektiven. Natürlich allen zusammenzählt, vor allem auch die Partanzahl. Ich glaube schon, dass wir nachher auf 60, 80 Folgen kommen werden und dann ist doch Kingdom Hearts würdiges Spiel von dem her. Aber gut, das ist ein anderes Thema, Freunde. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep. Tiefer Weltraum mit Aqua. Mal gucken, wie es hier so aussieht, weil eben ich bin jetzt hier nicht so ganz schlüssig geworden, ob die Ereignisse mit Aqua hier beim Rennen Olymp, ob die vor Ventus spielen oder nachher. Ich glaube so immer noch, dass Ventus nachher spielt, oder seine Reihe. Aber, wobei andererseits, ich werde schon, wenn ich glaube richtig rede, was sind sogar so als Ventus? Da bin ich eben nicht mehr so ganz sicher, als wenn hier war, dass er da Zack und Herkules gar nicht richtig kannten. Ich weiß echt nicht mehr, wir müssen nochmal die Parts nachgucken. Dann wäre es natürlich einfacher. Aber egal. Danke fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.